Die abscheuliche Verbrecher-Drecksau Schober wird von die Schande geschnappt und einkastelt. Und Uschi sieht der Rosi das nach, dass nicht gleich Schande angerufen hat. Den preisischen Kölner gefällt's nicht daheim im Weiberstall. Und drum schleicht er sich halbe davon mit depperte Ausreden. Das fliegt aber auf und sie pflanzen die am Recht. Danach spernzelt er mit einem Weibsbild und geniert sich dafür, dass er mit einem Einkaufwagen unterwegs ist und streitet das an. Sie durchschaut ihm aber, dass er ein falscher Hund ist und lässt ihn stehen. Der brutale Mörder vom Vogelhof, der wo sein Schwager erschlagen hat, möchte den seiner Schwester, also seiner Ex, ein Briefel schreiben. Das Brunner Wirtshaus tut mit bei einem Wettstreit, wo man am besten isst. Aber Zara hat nicht nur Vitamin 12 im Blut und schmeckt nix. Ein Gregor, sein Vater, hilft ihr deswegen und sie gewinnen schließlich einen guten Platz. An Sascha fällt der Käse auf die Straße runter und Glansinger meinen, dass das ein Kunstwerk war. Und Chandi glaubt das auch, bis nachher schließlich er selbst kommt und er sagt, dass er das nicht so gemeint hat. Der Hubert hat seiner Alten vor einem Jahr ein Mail geschickt, das wo das Fleiß jetzt erst ankommt. Weil er Bullen hat, dass da etwas Unrechts drinnen steht, lässt das Heimle auf ihr sein Handy. Sie findet's aber unter den gelöschten Mails und macht ihm Anstand, dass er in ihr Handy eingegangen ist. Der Margot, sein preisischer Reuter, sagt ein Holztaus ein seltener Vogel und verhindert gleich als gemeint einer in der Amtsstube, dass neben das Holz Neubauwohnungen hinkommen. Wie die Bürgermeisterin das nachher mitkriegt, fällt's aus alle Wolken.